Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Kanal-Talk, Stream-Talk. Ich weiß nicht genau, wie ich es benennen soll. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich für das kommende Jahr auf jeden Fall 1, 2, 3 Probestreams plane, wo ich mit dem einen oder anderen von euch über den FC Bayern oder auch sonstige Themen zum Thema Fußball quatschen werde. Ja, das ist der Plan. Briggs hat sich ja schon mehrfach angeboten, ja. Ansonsten möchte ich aber auch natürlich ja, jeden anderen von euch dazu einladen. Natürlich unter ein paar Voraussetzungen, ja, wo ich gleich zu kommen werde. Wie stelle ich mir das Ganze vor? Wir werden das erste Mal, ich muss mal gucken, ich habe jetzt noch keinen Termin, auf jeden Fall Start, Rückrunde, lass da mal ein bisschen die Bayern in Gang gekommen sein. Vielleicht so gegen Ende Januar, müssen wir mal gucken, Mitte Januar, Ende Januar, werde ich einen Extra-Stream machen. Also nochmal zur Erinnerung, ich streame immer montags 18 Uhr, live auf Twitch und YouTube, wo wir dann so 3 bis 4 Stündchen über den FC Bayern quatschen. Das wird auch weiterhin so bleiben. Ja. Zusätzlich werden wir dann eine Woche, muss ich gucken, ich werde dann nochmal einen Termin rausgeben. Kann ja mal grob eben reingucken. Ist ja vielleicht dann auch für Briggs oder so den einen oder anderen ganz interessant. Ja, sehr wahrscheinlich. Ich könnte mir einen Freitag vorstellen. Ich glaube, ein Freitag ist ganz gut, oder? So ein Freitagabend dann. Vielleicht auch so 18, 19 Uhr rum. Ja, oder den Donnerstag oder einen Donnerstag könnte ich mir auch vorstellen. Da könnt ihr einfach mal eure Meinung zu reinhauen. Ja, ganz wichtig jetzt unter diesem Video hier, das ist zur Meinung sammeln da. Ja, Ideen, Meinungen genau zu diesem Thema. Von daher könnt ihr auch mal schreiben, die Leute, die daran überhaupt Interesse haben, einfach mal reinschreiben, wann es bei euch so uhrzeitmäßig, tagzeitig passen würde. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, Freitags oder Samstags, Donnerstags oder Freitags, wo wir das mal antesten werden. Ja, die andere Voraussetzung, die da sein sollte, ihr solltet ein vernünftiges Mikrofon haben, dass man euch vernünftig versteht. Ja. Weil wir streamen das Ganze natürlich dann live und dann sollen die Leute euch natürlich verstehen, dann darf da kein Knacksen, sonst was irgendwas sein. Ihr braucht jetzt kein Profi-Mikrofon für was weiß ich was an Geld, aber man sollte euch einfach gut verstehen können. Ja. Das ist sehr wichtig und das ist Grundvoraussetzung. Wie ich es im anderen Video schon sagte, ich werde das Ganze nicht groß vorplanen oder testen oder sonst was. Erstens habe ich da nicht die Zeit zu. Zweitens nicht die Lust. Ich möchte das Ganze spontan halten, ja, so dass wir einfach reingehen und gucken, was passiert. Ja, das ist so meine Herangehensweise. Da freue ich mich auch drauf. Und sollte es dann so sein, dass das Mikrofon einfach scheiße ist, dann ist das so, dann sage ich das und dann hat sich das leider für denjenigen an dem Tag dann erledigt. Ja. Natürlich kann man vorher schon, können wir dann gucken, dass man ein paar Einstellungen macht und sowas, das kriegen wir schon hin. Aber nochmal, es sollte dann schon vernünftig funktionieren. So, die andere Sache, die eigentlich noch einen Tacken wichtiger ist, da ich da erstmal jetzt nicht irgendwie das Risiko eingehen möchte, da irgendwelche Ballerbieren irgendwie in den Livestream zu holen, die dann irgendeinen dummen Scheiß erzählen, ja, wodurch man dann irgendwelche Probleme bekommt, wird das Ganze so ablaufen, dass ich nur Leute nehmen werde, die ich schon kenne. Ja? Also Leute, die regelmäßig in den Kommentaren schreiben, Leute, die regelmäßig im Stream dabei sind, wo ich weiß, jo, der wird jetzt nicht hier reinkommen und irgendwie dummes Zeug von sich geben, um irgendwelche Probleme zu verursachen. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine Meinung gegen meine Meinung haben. Das ist sogar sehr erwünscht. Ja, ich bin gerne ein Mensch, der gerne diskutiert und auch gerne auch andere Meinungen hört. Haben wir ja auch schon in den Streams mitbekommen. Da habe ich gar kein Problem mit. Ich meine halt irgendwelche Idioten, die dann rechtsradikalen Scheiß oder sonst irgendwas von sich geben, wodurch man dann Probleme bekommt, weil das natürlich live ist und das natürlich dann live in dem Video drin ist und so weiter und so fort. So ein Mist meine ich halt, ja. Von daher gehe ich da natürlich nicht das Risiko ein und sage jetzt, ja, ich mache jetzt hier so eine Sprechstunde und nehme da jeden rein, der gerne dabei ist. Das wird also erstmal nicht der Fall sein. Ja.
um das schon mal klar zu sagen. Es kann sein, dass wir das später auch mal machen werden, ja. Je nachdem, wie das Ganze ankommt, vor allen Dingen, wie es mir Spaß macht, werden wir mal sehen, ob man nicht später dann sagt, so, ja, ich habe jetzt heute für den Stream 3 Themen, ihr könnt euch dazu im Discord einfinden, könnt dann in die entsprechende Warteräume gehen und ich hole dann einen nach dem anderen rein und dann könnt ihr eure Meinung dazu sagen und mit mir ein bisschen diskutieren. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir sowas machen. Klar kann man das dann dass du da irgendwelche Ballerbieren bei hast, kann man das natürlich dann nie ganz ausschließen. Aber natürlich wird's dann vorher durch einen Moderator, ob das dann die Mara ist, die aktuell immer noch meine einzige Moderatorin ist, oder ob ich vielleicht später noch einen Moderator suche, den wir dabei nehmen, der dann sowas im Vorhinein schon mal abcheckt, der kurz mit den Leuten quatscht, kurz guckt, wie das Mikrofon so ist, ja. Wenn ich die dann live reinhole, will ich natürlich nicht pro jeden, den ich da reinhole, irgendwie dann 2 Minuten erstmal gucken, dass dem sein Mikrofon irgendwie läuft oder sonst was. Ne? Das sollte auch klar sein. Aber das ist dann nochmal weiter in die Zukunft gedacht. Erstmal wird es so sein, ja, dass wir Leute oder ich Leute nehmen werde, die halt hier in der Community aktiv sind, die darauf Bock haben, einfach mit mir ein bisschen zu quatschen. Ob es dieselbe Meinung ist, eine andere Meinung, sonst irgendwas, habe ich gar kein Problem mit, ja. Einfach ein bisschen Chili-Mili über ein paar Themen zum FC Bayern München oder rund um den Fußball ein bisschen quatschen. Das ist so das Dinge, weil das haben einige sich gewünscht aus der Community. Einige fühlen auch mehr, wenn ich halt nicht nur so mein Solo-Ding von mir runterbete, sondern dass man irgendeinen Gegenpart hat oder irgendjemand, mit dem man diskutiert. Und von daher probiere ich das sehr gerne mal aus. Das wird natürlich nichts an meiner Spielanalyse ändern oder sowas. Das wird immer noch genauso kommen wie bisher. Das wird ein extra Part sein, den ich aufnehme, wo wir mal antesten, wie mir das Spaß macht, wie euch das Spaß macht, und wie das bei euch ankommt. Ja. Wichtig zu sagen ist dabei auch, keine Ahnung, es ist ja immer so, dass jeder so den ersten Eindruck hat und man dann auch relativ schnell merkt, keine Ahnung, stimmt da irgendwie die Chemie, stimmt die Chemie da gar nicht, tut man sich das an, tut man sich das nicht an. Ihr habt natürlich den riesen Vorteil, ihr kennt mich, weil ihr meine Videos guckt, ihr wisst, wie ich drauf bin, ihr habt ein Bild von mir, ihr könnt mich einschätzen. Das habe ich von euch gar nicht. Ja, also sollte ich da irgendwann jemanden reinholen, wo mir einfach absolut unsympathisch ist, die Art und Weise, wo ich merke, dass die mich nur triggert, ähm, ja, dann werde ich das sagen. Ne? Also dann werde ich das sagen und dann hat sich das erledigt. Ja, das ist dann auch gar nicht böse gemeint. Ich möchte das nur vorher klar sagen. Ich bin nicht dieser Typ Mensch, ähm, der dann da super rücksichtsvoll ist. Ja, das ist ja auch gar nicht böse gemeint oder sowas, aber man hat das ja. Ja, also ich weiß nicht, oder ich hoffe, ihr habt das auch. Denke, wenn man Menschen kennenlernt, natürlich jetzt nicht so, ja, ich sehe dich, du sagst 2 Sätze und alles ist irgendwie scheiße oder so, man kommt nicht miteinander klar, das meine ich gar nicht, ja. Aber wenn ich mit einem Menschen 10 Minuten quatsche und irgendwie mir seine Art mich nur auf die Palme treibt und in mir Mordgedanken auslöst, dann sage ich das und dann ist das Thema durch. Ja, um das jetzt mal krass darzustellen. Weil das natürlich nicht Sinn dieses Formats. Ja, na klar, ich habe kein Problem damit, wenn jemand eine andere Meinung hat. Nochmal, das ist sogar willkommen, weil ja, wir brauchen uns da nicht unbedingt hinsetzen und der eine sagt was, der andere sagt, yo, sehe ich genauso. Dann sag ich wieder was, sagt der, ja, sehe ich genauso. Super langweilig. Ja, da braucht man nicht miteinander reden, wenn man jedes Mal nur sagt, ja, sehe ich genauso, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Dann kann ich auch meinen eigenen Monolog halten, wie ich immer halte, ja. Also es ist schon schön, wenn man dann auch mal eine andere Einsicht hat und es muss ja jetzt nicht sein, keine Ahnung, ich sage jetzt, Kimmich ist scheiße, da muss man nicht sagen, ja, sehe ich auch so, oder man muss sagen, nee, Kimmich ist der beste Spieler der Welt oder so. Man kann natürlich dann über Nuancen diskutieren und so weiter, ne, so die Richtung meine ich. Ja, nur um das nochmal klarzustellen. Aber nochmal, wie gesagt, ihr habt den großen Vorteil, ihr kennt mich, oder ihr werdet auf jeden Fall eine gewisse
Beziehung will ich gar nicht sagen, aber wie gesagt, ihr seht mich, ihr kennt meine Art und Weise, ihr wisst, wie ich drauf bin. Ich bin auch sehr sarkastisch, das sei auch schon mal gesagt. Ja, da müsst ihr auch mit klarkommen. Also ich werde dann nicht hier irgendwie Samthandschuhe anziehen und also ich bin, wie ich bin. Ja, ihr kennt mich aus meinen Videos, genauso bin ich halt einfach. Ja, ich verstelle mich nicht für Videos und auch nicht, wenn ich dann mit euch quatsche oder so. Für mich ist das natürlich was ganz anderes. Ja, ich lerne dann Leute, die ich vielleicht nur aus Kommentaren kenne oder nur aus Sätzen, lerne ich dann ein bisschen persönlicher kennen und so weiter. Und ich denke auch nicht, dass da jetzt einer bei sein wird, wo ich sagen will, Alter, den kann ich mir ja gar nicht geben, der treibt mich ja zu Weißglut, das macht gar keinen Sinn, mit denen zu quatschen. Glaube ich nicht, dass dem so sein wird, aber wenn dem so sein sollte, werde ich das dann nach 10, 15 Minuten sagen, oder werde sagen, pass auf, das passt einfach nicht und dann ist gut. Ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst und nicht sich irgendwer dann vor den Kopf gestoßen fühlt oder sowas. Weil ich bin dann keiner, der dann da eine halbe Stunde oder auch nur 10 Minuten oder 15 Minuten gute Miene zum bösen Spiel macht oder sowas. Das kann ich auch nicht. Ja, das ist nicht meine Art und Weise. Also, das, das merkt man dann relativ schnell und dann ist auch gut. Ja, ne? Nur, das wollte ich vorher schon mal klarstellen. Gut, Thema abgehakt. Nicht, dass ich mich wieder 100-mal wiederhole. Was eine Schwäche von mir ist, wie ihr wisst, wenn ihr öfter zuschaut. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Nochmal, irgendwelche Themen vorher raussuchen oder so, möchte ich erstmal nicht tun. Ja. Keine Ahnung, wären super wichtige Themen, kann man sowas später natürlich gerne mal machen, habe ich ja gerade auch schon gesagt, dann kann man gerne sagen, so, wir behandeln jetzt diese 3 Themen. Wer zu diesen Themen was sagen möchte, findet sich da und da ein. Das kann man dann sicherlich machen, klar, da kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt so den ersten Stream werden wir einfach mal Freischnauze reingehen. Ne? Das ist meine Art und Weise und ich denke, das ist ganz gut so. Und ja, wenn ihr jetzt Vorschläge habt, Kritik könnt ihr noch nicht äußern, weil es ist noch nicht, hat noch nicht stattgefunden. Wenn ihr aber Ideen habt oder Vorschläge für diese Art Stream, könnt ihr sie jetzt hier in die Kommentare schreiben. Ganz wichtig, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, schreibt es mir bitte auch in die Kommentare. Ja, weil ich plane schon so, dass man sagt, ja, man holt 2, 3, 4, 5 Leute. Ja, nicht alle auf einmal, logisch, sondern nacheinander zum Beispiel. Oder vielleicht auch mal 2, wenn man sich dementsprechend verhalten kann. Und ja, vielleicht kristallisiert sich dann heraus, dass man vielleicht 2, 3 Leute hat, mit denen man das Ganze dann regelmäßig machen kann. Ja? Weiß ich nicht, einmal die Woche oder zweimal im Monat oder sowas, dass man dann neben meinen normalen Streams vielleicht sagt, jo, hier, jetzt ist unsere Bayern Talk Runde, wir haben heute A, B und C dabei und wir quatschen einfach ein bisschen. So. Ja, und eine Woche später haben wir dann D und E und F dabei, so die Art und Weise. Könnte ich mir schon vorstellen. Das kommt natürlich darauf an, wie bei euch so, ja, das Interesse ist. Ich weiß es nicht, kann es nicht einschätzen. Es kann sein, dass jetzt 10 Leute sagen, oh, super geil, hätte ich voll Bock drauf, mit 2, 3 Leuten so Bayern-Talk zu führen. Es kann aber auch sein, dass gar keiner Bock hat, außer Bricks. Ja, dann mache ich das Ganze mit Bricks zusammen, dann machen wir einen Teststream mit den Bricks und wir gucken einfach mal, wie das läuft. Ich bin da völlig offen, freue mich drauf. Wird für mich auch eine neue Erfahrung sein. Ja, und habe da einfach Bock drauf und bin sehr gespannt. In diesem Sinne, das ist so das Video, wo ihr sämtliche Gedanken, die ihr dazu habt, zu dem Thema, einfach rausballern könnt jetzt hier. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr eure Ideen freien Lauf lassen könnt, was dieses Thema anbelangt. Thema Bayern Talk mit Leuten aus der Community. Das ist die Überschrift. Dazu könnt ihr Feedback, Ideen in jeder Art und Weise jetzt da lassen. Das werde ich mir dann in Ruhe anschauen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir das erste Spiel ist wieder am 12.01., den Freitag. Ja, dann haben wir, glaube ich, direkt eine englische Woche. Oder? Nee, dann gehen wir erst ins Trainingslager, oder? Danach ist die englische Woche.
Müssen wir mal gucken. Dann könnte ich mir eher vorstellen, so Ende Januar das erste Mal, weil dann ist schon wieder ein bisschen passiert. Aber ansonsten, ich denke, wir haben auch über den FC Bayern so genug Themen, so dass wir auch zum Beispiel am 19. oder am 18. oder 19.01. das auch direkt schon mal antesten können. Ne? Weil es geht ja nicht nur immer ums Tagesaktuelle. Ich denke, wir haben auch so genug Themen, die wir behandeln können. Also, ja, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es haben einige von euch Bock. Das würde ich sehr begrüßen. Keine Ahnung. Ich könnte mir schon vorstellen, so in Zukunft, ja, denk mal so zu dritt. Ist, glaube ich, eine ganz gute Kombo, oder? Wenn man 3 Leute hat. Oder vielleicht 4. Nicht, dass, wenn einer irgendwie so eine Meinung alleine hat, nicht, dass er dann totgequatscht wird von den anderen beiden. Wird man sehen, in welche Richtung das geht. Kann auch sein, dass wir es einmal ausprobieren und es völlig grottig ist und mir keinen Spaß macht, den Gegenüber keinen Spaß macht, euch keinen Spaß macht. Dann haben wir es ausprobiert und dann sehen wir, es macht keinen Spaß und lassen es sein. Ja, das ist alles hier, ja, kein Muss, sondern einfach, ja, ein paar Leute haben sich das gewünscht von euch und dem komme ich sehr gerne nach. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich bin gespannt auf eure Ideen auch jetzt hier. Auch für die Leute, die nicht dran teilnehmen, könnt ihr mir natürlich gerne eure Ideen reinschreiben. Ansonsten, ich habe noch ganz, ganz wilde Geschichten für später, ja, die man machen könnte. Also 2024 kann hier noch richtig was gehen auf diesem Kanal in Richtung solche Geschichten. Also ich habe da auch paar Ideen mit Kategorien und sonst was man machen könnte. Aber ich will noch gar nichts sagen, gar nichts spoilern. Wie gesagt, der erste Stream wird mal ganz locker flockig von der Hose gehen, dass wir einfach mal reingehen und einfach ein bisschen quatschen. Ja, entweder wird es nur der Brick sein oder es ist noch der eine oder andere von euch dabei und dann gucken wir mal. Ich könnte mir vorstellen, erstmal mit jedem dann solo ein bisschen zu quatschen, so viele Stündchen, über das, wo er gerade Bock drauf hat. Und dann könnte man gerne sagen, man holt, wenn es 3 oder 4 Leute sind, man holt mal alle zusammen und wir quatschen nochmal ein bisschen. Muss man halt mal schauen. Und dann guckt man, was sich in Zukunft daraus ergibt. Das wird man sehen. Ne? Gut, Leute, das war meine Ankündigung dazu. Ich bin jetzt sehr auf eure Meinung gespannt und sehr gespannt, wer dazu Bock hat und wer nicht. Und freue mich auf eure Meinung. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi.